willkommen zu einem neuen Video. Heute in der Girls Reactor. Und das geht super, weil wir alle Facecams haben. Yay! Und heute mit dem Dani und mit dem Freddy. Peace. Und heute liegen wir mal wieder realer Irrsinn. Das hat uns sehr gefallen. Und wir haben wieder 3 Videos ausgewählt, die wir anschauen werden und kommentieren werden. Aber, falls ihr mehr von diesen Videos wollt, solltet doch abonnieren. Schaut, nicht vergessen. Schreibt doch in die Kommentare, was wir könnten noch drauf reacten. Wir sind offen für alles. Ja, weil dir noch was sagen. Let's go. Let's go. Geht. So. Kuiper Starttrick. Wie läuft's? Ja. Wenn der Postmann zweimal klingelt und dann nochmal und nochmal und nochmal, dann klingelt er bei Pascal Pieper aus Bremen. Ich bekomme ständig von Amazon Pakete, die ich weder bestellt noch bezahlt habe, und es geht mir mittlerweile tierisch auf die Nerven. Das ist doch hören geht nicht. Wieso denn? Pakete kriegen ist doch eine packende Angelegenheit. Ich habe am Tag bis zu 12 Pakete von 3 verschiedenen Paketboten, die morgens bis abends klingeln. Das geht schon seit 1,5 Monaten so und irgendwann ist auch vorbei. Am Anfang fand ich es noch witzig, aber mittlerweile ist es einfach viel zu viel. Ja, wer zahlt denn das? Ja, er zahlt sie nicht. Oh ja, der! Was beschwerst du, Alter? Weiterverkäufer. BF5 da, let's go, Alter! Alter. Tja, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und Herr Pieper eben noch ein paar mehr. Geschickt und eingefädelt von chinesischen Händlern aus dem Amazon Marketplace. Und die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen liefert eine mögliche Erklärung dazu. Händler leeren angeblich so kostengünstig ihr gemietetes Lager bei Amazon. Also wirklich ist das alles gratis? Das ist wirklich geil. Wieso beschwert ich check das nicht. Statt unverkauftes teuer wieder gen China zu verschiffen, schicken sie es einfach wahllos an willkürlich ausgepickte Adressen in Deutschland. Das ist wirklich geil. Ja, so ein missgeschickt kann schon mal passieren. Alter, Ringlicht. Dafür darf Herr Pieper offiziell behalten, was in seinem Die haben ein paar 3 von denen wahrscheinlich. Alter, da siehst du eins und schon eine Hand und hat jetzt einen Haufen nützlicher Dinge zu Hause. Das meiste ist wirklich Rotz. Geil, stark. Halloween-Deko, ziemlich viel. Ein sexy Kimono. Kinderspielzeug. Der Sound, wo ich gefickt wird. Creme für meine Krampfadern. Katzenhalsbänder. Mega Rave-Handschuhe. Kannst du dich alles auf Ricardo verkaufen, Alter? Irgendein Geil kauft das. Alter, geil. Das ist schon geil fürs Fotografieren. So, hui. Das ist geil, eine Rave-Party. Eine Projektionslampe für die Decke. So ein Bugzapper, mit dem ich Tiere töten kann. 5 von diesen Babysocken, in denen man angeblich Babys reinstecken kann. Amazon bietet zwar die Plattform für die Händler, Babys reinstecken kann. Also angeblich, du weißt, ich bin mir unsicher, aber man muss sagen, man nimmt das Baby und stoppt alles. Kannst auch nichts. kann aber laut eigener Aussage nur begrenzt in die Geschicke eingreifen. Warum nehmen Sie denn noch Pakete an, Herr Pieper? Ich nehme noch Pakete an, weil mir der Kundendienst bei Amazon Prime gesagt hat, dass nur so sie nachvollziehen können, wo die Leute herkommen, also welche Händlerprofile das sind. Gebracht hat das, nichts. Tja, blöd. Herr Pieper, Sie sind leider ausgeliefert. Es muss ein Ende haben, auf jeden Fall irgendwann, also es ist voll hier. Ja. Hat eben nicht jeder so ein Sendungsbewusstsein wie Sie. Huch? Bist du gerade die zurückgemacht? Sie haben Post? Ja, Spiel. Was hast du... Oh, fuck. Was hast du gesehen? Die 3 Bildschirme, wo es auch gleichzeitig WhatsApp drauf. Man kennt's.
Wo kann's? Ja, ich kann nicht, warum muss ich beschweren? Ja, vielleicht schon höher viel. Wahrscheinlich für ein Bildschirm, keine 2 Bildschirme zugeschickt bekommen. Das ist nicht geil. Ja, Ich weiß nicht, also, ich sehe da das Problem nicht. ich auch nicht. Verkaufst es einfach weiter. Okay, Umwelt. Also, das ist ein typisches deutsches Problem. Nicht? Nein. Alles klar. Das nächste Video ist ja alle liebsten das knifflige Parkhaus in Worms. Ich lasse es immer in Worms. Aber, Let's go. Worms. Hier steht der berühmte Wormser Dom. Und passend dazu gibt es hier endlich das Parkhaus am Dom. Ein Prachtwerk. Hier will man nicht nur parken, hier will man glatt bleiben. So toll ist das. Ich denke, dass das ein hochmodernes Parkhaus ist, was allen heutigen Anforderungen auch gerecht wird. Aber Ich weiß nicht, wie sie sich das gedacht haben. kurze Frage. Wie kommen wir dazu, der Chef von dem ein Interview zu geben und ihn einfach schlussendlich komplett hops nimmt? ja, wenn man das so macht. Ja. In A4 hast du noch nie ein Parkhaus gefahren, das nur gecheckt, dass das so behindert ist. Sehen wir nicht, wie es ist. Okay. Aber es funktioniert auf gar keinen Fall. Ich fahre jetzt auch schon ein bisschen länger Auto. Habe ich so noch nicht erlebt. Ich komme natürlich nicht an das Gerät, wo ich mir den Parkzettel ziehen kann. Man muss ganz scharf die Kurve kriegen, sonst kommt man da nicht dran. Oder man braucht lange Arme. Ne? Ach was, langer Arm. Mal eben rangefahren Ah, und nebenbei einfach das Ticket gezogen. Sogar Das erinnert mich immer an die Folge da von Mr. Bean. Oh, Da was so mit der ist so Greifzange stupid. kommt. Das ist so stupid. Ist das nicht nachher mit einem Apfelcontainer gekommen? Ja, genau! Digga. Genau das erinnert mich da so. einfach. Fenster auf und Ja, Das aber war- Alter, ja. stimmt doch schräg an. man muss eben nur richtig die Kurve kriegen. Oder vielleicht noch mal zurück und wieder vor. So, Sehen Sie jetzt, der kommt. Oh, sorry. Geht nicht, von der Seite, das geht nicht. Das ist unmöglich. Das ist Sie ist verkehrsplanerisch Dann ist was es voll machst falsch du da? geplant. Ich weiß nicht, was die Ingenieure heutzutage auch im Land haben. Nicht? Gehen Sie mal nach Dubai, in 2 Jahren steht da ein Flughafen da. Nicht? na Moment, wir sind hier immer noch in Worms. 5 Jahre für ein Parkhaus sind da völlig normal. Und Wormser Ingenieurskunst liegt im Auge des Baudezernenten. Ich sehe aus unserer Sicht jetzt nicht, dass das ein Fehler war, sondern wir haben ja den Radius der Kurve entsprechend von einem Verkehrsplaner auch berechnen lassen. Und der sagt, für eine Zufahrt ist der Radius ausreichend. Na eben. Und mittlerweile haben die Wormser den Bogen doch auch raus. Ich bin auch extra beim Reinfahren schon einmal in Kreise gefahren und wieder umgedreht, weil dann kommt man besser rein. Wenn ich von hier oben komme und da fahre ich das geradeaus, fahre ich links und hier rechts hierher. Und dann komme ich direkt an die Säule und brauche gerade die Hand auszustrecken. Genau. Wenn es von der einen Seite nicht klappt, dann fährt man eben einmal kurz vorbei, die Straße lang, im Kreisel drehen, zurück in der anderen Richtung und zack, kein Problem. Aber im Ernst, Worms will hier schnell die Kurve kriegen. Und darum soll diese Verkehrsinsel weg. Und dann könnte man früher quasi nach links ausscheren und rechts die Zufahrt dann gewähren. Dann kommt man vielleicht etwas eleganter rein. Und raus geht's dann auch schon viel besser. Fast. Sorry. Geht aber kurz geht. Ein kleines Stück. Es gibt, was ich jetzt sage, es gibt selten das Parkhäuschen und Sorry, perfekte. bei mir läuft das immer. Ah, jetzt. Jetzt es pausiert. Ich habe selten ein Parkhäuschen gesehen, wo ein gute wortstarke Ausfahrt hat, wo direkt nach links, wo direkt einfach eine Kurve draufkommt. Die sind meistens immer so eng. Also meistens. Also so eng. Einfach eher eng. Der einzige, der gerade uns kannst fahren ist Ding. Das der Gobitzgleis. Ah, nein, nicht das Gobitzgleis. Gleis ist eng jetzt zum Beispiel. Bibliotheksbrick. Da fahrst du einfach gerade uns den. Der ist wenn du gut. fahrst. Der finde ich noch gut. Aber alle anderen, die ich kenne, ist wirklich mit Kurven drin. Es wie.
Weil mit denen, die eine Kurve hat, ja, da. Schon lustig. Platzmangel halt geil. Ja, die gescheiten Leute, gell, die da in der Vorstand sind. Ja. Absolut. Okay, weiter geht's mit dem Penisbrunnen von katholischer Kirche. Das massive Bauwerk lockt auch den Pfarrer aus seiner Sakristei. Sicherlich ist auch ein ansprechender Brunnen geworden, aber die Erscheinungsform ist natürlich schon etwas, ja, gewöhnungsbedürftig. Ja, vielleicht hätte man es ein bisschen anders machen können. Ja, vielleicht eine etwas ungünstige Wahl der Proportionen. Nanu, warum das denn? Das imposante Prachtstück gliedert sich doch perfekt in seine Umgebung ein. Der penibel geplante Tiefbau besticht durch kraftvolle Ausstrahlung und sorgt für ein spritziges Vergnügen im Ort. Und das mit Jetzt mal stoppen, Alter. Die Idee war... Bei mir geht's nicht, hallo, stopp. Nein, bei mir hat es schön. Ja. Weißt du, an was mich das erinnert, das das Kraftvolle? An die erste Lebenpass. Ich hätte gerade sagen, dass du auf das denkst. Ich hätte gerade sagen. Die Landschaft des Spessart und des Vogelsberg dort abzubilden. Das sind ja die Bergländer, die unseren Main-Kinzig-Kreis sehr prägen. Ja, das ist doch ganz eindeutig. Der Brunnen steht für... Geisha, ne? Gar nicht. Gar nicht. So betrachtet. Was? Wie ein männliches Geschlechtsteil, oder? Vielleicht ein bisschen kurz. Das ist halt wie ein Penis, ne? Das ist absurd. Ein handfester Brunnen, wie jeder andere auch ist das. Aus stoßfestem Stein, mit einem Rohr, aus dem sich der Quell des Lebens ergießt. Ein absoluter Eyecatcher. Ich schwöre, genau der Brunnen hat eben viel mehr Potenzial als nur eine verkehrsgünstige Lage. Er regt den Tourismus an. Wow. Wir machen so eine Deutschlandtour. Wow. Nein, aber schon, weißt du, ich sage am Schluss. Ja, wird nichts sein. Da müssen wir jetzt mal vorbeifahren. Ich komme aus dem Schwarzwald und wir haben heute hier einen Abstecher hergemacht. Ja. Also eins steht fest. Beim Brunnenbau hat Jos Grund die Latte hochgelegt. Alter. Wow. Alter. Der gibt uns so schlecht. Das weißt du, ganz wie das besteht so aus Bad Puns, wo aber so hat Latte neu hochgelegt oder so. Spritz voll an oder keine Ahnung was. Und dann denkt man nur so. Abonniert ist ein Kanal, falls euch das gefallen hat. Ich hab Throwbacks, Alter. An die 1 Stunde. An die 1 Stunde in der ersten Avamas. Falus. Falus, Digga. Das Witzige ist ja noch, dass wir zuerst den Vorfall über Falus geredet haben und nachher erst das gekommen ist, oder? Ja. Schnell übergeredet. Ja, definitiv. Gut. Ist die fertig? Ja. Gut. Ja, wenn euch das gefallen hat, dass ihr Schwänzsack nein. Dann klickt auf Abonnieren, vergesst nicht die Glocke zu drücken, vergesst nicht das Like da zu lassen, schreibt in den Kommentaren, was für Videos könnt ihr darauf reacten. Gute Videos. Sind penibel. Nein, wir schauen nicht alles. Wir schauen nicht mal alles. Wir haben so viele Requests, Anfragen. Nein, schreibt in den Kommentaren. Ciao. Bis dann. Sonntag eigentlich. Das ist das Mittag gerade ein, oder? Aber.